Als ik een kleiner jong was, een natte jong, 6 bis 8 Jahre vielleicht oder so was, dann kamen onze Nummersjongens een dag op met buddelen met Sarah. Ihre Großmama hat ein Sarah-Pulver geschickt. Das wird das schönste Ding zu der Zeit. Sie wollen uns nicht geben, wenn es wir ernten, aber wie können wir uns checken, was sie trinken? Von der kennen wir das als Kool-Aid. Trink je noch mal Kool-Aid? Entweder von Ihnen trinkt ihr Kool-Aid? Oh, come on, you guys. Die weten noch, was es ist. Nicht, die wollen ja nicht mal Hand aufheben. Bei mir sitzen alle ein bisschen Kool-Aid trinken. Von der trinken wir nicht mehr so Kool-Aid, aber wer hat mal? Habe ich mal Kool-Aid getrunken? Alright. Kein Wunder. Wir sagen ein bisschen Kool-Aid trinken. Aber allemal, das wird ein großer Tag. Und wir denken noch sehr klar. Wir sind in der Botschaften, die an wie Jesus nur den Basta Frint noch. Von der will ich reden, von wer was er deed. Wir sagen das Leid, was er deed oder was er deed. Und ich dachte, das Leid passt fan bei dieser Botschaften. Ich will noch 3 Geschichten checken. 3 Geschichten, was Jesus deed. Und dann werden wir das ein bisschen anwenden in uns Leben. Einmal weiß ich nicht ganz genau, was dort Charakter ist, wie wo in diese Dinge deed, was ich von der will rübernehmen, aber ich glaube, das sind Prinzipien, was wichtig ist für uns. Die erste Geschichte, die finden wir in Johannes Kapitel 2. Jesus, seine Mama, seine Jünger, sie waren ab Chas. Die sind vielleicht mal alle ab Chas gewesen. Und sie waren ab Chas und sie rannten aus Wien. Wir sind bekommen mit der Geschichte. Seine Mama kam nach Jesus und sie sagt ihm, dass sie sind aus Wien und vorzieht sich dann ein bisschen von. Ich sagt, das ist nicht meine Zeit. Aber dann wird er doch dem Wut zu Wien mehr. Aber ich will ein paar Vers lesen von dort, in Johannes 2, Vers 6. Du sagst jetzt, dass durch dich bestanden saß steinerne Wutterkrocken, die Juden für ihre Zeremonie zum Säckereien brauchten, und die hielten jeder 20 Jahre 30 gelohnt. Jesus sagte an, fällt die Krocken voll Wutter, und sie gauten die, was am Rand fall. Und dann sagt er an, ihr schabt, was rührt, und bringt dort dem Kirchenmeister. Und sie deuten dort. Weet je, dat is een interessante ding, dat zij gaan hier 6 Kroken, wat de Juden brauchten für Reinigung. Na, hier ist ein sehr, sehr großes Ding für die Juden zu der Zeit. Sie hatten viel Gesetze, viel Zeremonien zum sich reinigen. Ein Schreiber sagt, dass das jüdische Volk zu der Zeit, oder die Israeliten, sie wären dort Volk, oder sie wären die Menschen, die das dollste bewusst wären, dass sie Sünder wären. Wenn sie mussten sich einmal reinigen, sie mussten, wenn sie in den Tempel wollen, wenn wir in Jerusalem sind, dann haben sie da über den Tempel mal wieder, da haben sie Rütje gerufen, damit sie das Boot waren. Das ist ein bisschen gratis eine Boot waren, aber dort sind Städten, wo die Menschen sich waschen können, bevor sie im Tempel hingehen. Dort wird eine Zeremonie, wo sie durchgehen, wenn sie im Tempel hingehen, wenn sie in der Synagoge hingehen, oder wenn sie nur die Chas kommen. Wenn sie nur die Chas kommen, dann mussten sie sich auch eine Zeremonie, Reinigung durchgehen, mit vielleicht Wutter, über Jeiten, über den Hängen, und die Feit waschen. Und so diese Kroken, die wären sehr wahrscheinlich voll gewesen, dass sie nur durch Chas kamen. Aber nur wenn alle Jahre sie konnten gewaschen, sie hatten sich gereinigt und wären die Kroken ladig. So diese Kroken stehen da. Und Jesus sagt, ihr entfällt die ab mit Wutter. Na, Johannes sagt uns in Kapitel 2, Vers 11, dass das ist das erste Wunderteken, das Jesus tut, und dort passiert in Kana in Galiläa. Mit diesem offenbart Jesus seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihm. Jesus tut seine Wunder wegen Glauben. Seine Jünger glaubten an ihm. Wie man das verstehen, dass sie glaubten nicht an Jesus, und denen war ich, als dass Jesus wie für ihre Sinn gestorben, begraben und abgestanden. Das wird noch nicht passiert. Sie glaubten an Jesus als der Messias, als der König. Ich habe dort mal gesagt, dass die Juden erdenken wie Königreich. Ein Tag waren wir mal ein bisschen beieinander gerufen. Aber allemal Jesus steht, er weiß seine Herrlichkeit, er weiß, dass er ist Gott, und er will glauben haben. Und so, Johannes sagt in 20 Vers 30,
Jesus tut noch viel andere Tekens für seine Jünger, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Das aber sind geschrieben, dass sie glauben können, dass Jesus der Christus, Gott sein Sehen ist, und dass sie durch den Glauben an seinen Namen das Leben haben. Und das ist really, wo wir hin wollen. Wir wollen glauben an Jesus, glauben, dass wir in ihm haben Leben. Aber ich will an Jesus diese Krücken im Denken, wenn ich will Luther zurückkommen nach diese Krücken. Hier ist eine Krückenvereinigung. Die zweite Geschichte, die fing bevor es notet, das war die zwischen vergangen, wenn Jesus wie in Kana, wenn wir nach Israel fahren, dann wollen wir ein bisschen vertalen, von wo Kana ist und wo Jerusalem ist. Aber allemal dort sind irgendwo bis 60, 70 Meilen in ein. Und nu ist Jesus in Jerusalem, er kommt in den Tempel und wir lesen in Kapitel 2, Vers 13. Als die Juden Passafast nodig kamen, gingen nach Jerusalem. Du im Tempel traf hij die mit Ossen, Schub und Düven handelten und auch die Geldwechsler mit geschafft. Hij flocht sich eine Pitsch von Streng und juchte mit Ossen und Schub taub in den Tempel rüt und schädert die Geldwechsel Geld uit und schmeißt ihre Taschen an. Und hij sagt zu den Düvenhandler, nehmt die Sachen hier weg und merkt mein vor sein Haus nicht in Handelsplatz. Na weet je, der Tempel zu der Zeit, dort wird steht, wo wir Gott treffen. Da wird steht, wo die jüdischen Männer, der Schrift sagt uns, die jüdischen Männer, die sollen alle 3-mal das Jahr nach dem Tempel kommen, nach Jerusalem. Ich weiß nicht, es sind alle Leute zu dieser Zeit, wenn die wohnen über die ganze Welt verstreut, zu dieser Zeit, die müssen von weit auf kommen. Und so, sie mussten bei dem Tempel in Schub haben, eine Düve, was würdig wäre für Opfer. Und sie können das nicht von sich mal Raum mitbringen, dass wir erstens Raum ist 1500 Meilen auf von Jerusalem. So der Reiserei zu der Zeit erlaubt er nicht, Tier mitzubringen, oder das wäre eine Beschwör. Und danach, das andere denkt, wenn sie einen Schub mit haben, was sie bei dem Tempel wären, dann wird der Schub anrein, wenn das kommt von dort. Und so da werden alle Hand gesagt, über dort, so diese Schacherei hier, die wir neidig. Jesus ist nicht da, wenn sie schachern tun. Na, vielleicht wem wo sie das tun, aber sie schachern, dort wird ein neues Business. Na, da kann sein, zum Schriftleier bleiben, dass sie denen vielleicht zu viel Geld auffordern. Oder wenn sie Geld wechseln, wir sind bekannt mit Geld wechseln, nicht? Wir kommen von der Stadt mit Dollars, dann werden wir hier Peisesbrücken mit anwechseln. So sie haben einen Tempeltax, oder Geld, was beim Tempel angenommen wird, aber wir bloß dort Geld, was sie brauchen können. So sie kommen dann mit aramäischem Geld oder babylonischem Geld, von wo immer sie kommen, die müssen sie dort anwechseln, um beim Tempel den Tax tun. Wenn sie müssen den Tempeltax tun, jährlich einen Tempeltax tun. Wir haben überredet, hier jemand von ihnen einen Tax tun, für in der Kirche kommen. So, wenn wir wollen nie in der Kirche bin, just kidding. Aber weet je, sie müssen einen Tempeltax tun und müssen das Geld anwechseln. Und so das ist möglich, dass die sehr hohe Preise haben, oder sie müssen viel Geld geben, oder die Schub werden die, oder die Düven, das ist alles dabei. Aber das ist nicht das Problem hier. Das Problem ist das, und ich will an Jesus das kriegen. Das Problem ist, dass wir Anbetung zu Gott rütgeschoben für uns Handel. Da wäre ein Problem hier. Sie haben das Haus. Jesus sagt, mein Haus ist ein Bethaus. Je hat einen Handelsplatz gemerkt. So sei deiden, wir können sein, von Montag bis Montag, dort leben, hat Ewigkeit genommen. Gott anbeten, dort wir rütgeschoben. Wir sind nicht bloß Geschäftslied. Wir sind nicht bloß Former. Wir sind nicht mehr Menschen, die Gott anbeten. Aber dort wir ein bisschen die Idee. Und so Jesus kommt nur den Tempel, was hauptsächlich Gebiet wir für Anbetung. Dort wird das Gebiet wir. Und sie mussten da hinkommen, da wohnt Gott. Na, wir wissen, Gott wohnt nicht in Häusern von Hein gemerkt, aber symbolisch wohnt Gott da. Symbolisch wird dort, wo sie anbeten deuten. Dort hatten sie eine Rüte geschoben für ihr Handel. Und zur Anbetung zu Gott, wir Rüte gegangen, nun wird ein religiöses System geworden. Na, weet je, Gott will persönlich mit uns tobt in der Hevel haben, wie sollen anbeten. Die Schaftrieben ist nicht artig, da mich nicht artig verstehen. Dann Formen sind. Wir brauchen Geschäftslied, wir brauchen Formen, wir brauchen Menschen, die Geld merken. Bloß wenn dort Anbetung zu Gott hat Frint geschoben,
Dat is waar we in trouble aankomen. Dat is wat hier weer passiert. En zo Jezus jaagt dat uit het tempel uit. En hij zegt, mijn voor zijn huis is een bedehuis. Mijn tempel zal een aanbedingshuis zijn. Je hebt dan geschaffen van die meer. De derde geschichte, die vingen we in Johannes kapitel 8. Ze brengen een dag naar vroeg naar Jezus, die hebben ze gegrepen in hoererie. Nou, hier moeten we een klaar houden. Dit is een opgestalde geschichte, een opgestalde ding. Nou, hier is een vrouw, dat is een hoererin. Maar nu hebben ze zich een man aangenomen. Nou, dit is mijn uitleiding, maar ik geloof dat merkt plus dan zijn, want we dat weten, dat is voor opgesteld. So zij hebben zich een man aangenomen, die wordt nu met deze vrouw gewoon hoererie drijven. Zij betoelen dat waarschijnlijk, betoelen in maanden nog ver. En dan weten ze krijg wo en woon huis en woon tijd. En dan worden ze daar bij geriet, en dan worden ze daar vroeg naar Jezus slapen. En dan willen ze Jezus in de val in jou. Dat is ook ons het ding wat ze hier doen. Dat heeft niets te doen met een voor je rechtigheid zeggen. Dat heeft niets te doen met deze vrouw helpen. Dat heeft te doen met Jezus vernichten. Dat is wat ze doen. En zo zij komen naar Jezus en zij zeggen, hey, dat je zaad zegt, deze vrouw zal bestaan. En weet je dat wieso? Dat je zaad zegt zijn. Zij duiden ook wat je mij te die tijd. Maar nu zal Jezus zeggen, ja, die vrouw die moet je staan. En dan worden zij naar de Römer gaan en zeggen, weet je, Jana zegt, wie zullen das en dat merken, dat we geen gezet in de römische regering. En zo wie man dat verstaan. Dat is de oorzaak, wo wenn sie Jezus naar Pilatus nemen. Wenn das nicht das Gesetz was wir, dass die Juden können nicht wem dood merken, dann haben sie Jesus selbst dood gemerkt. Als der Stephanus stein gedeuten, dass wir in jeden gesetzlichen Ding, aber uit Wort, einmal in I war, schlie unser Stephanus dood, ganz jeden Gesetz. So, dat zijn dingen wat we verstaan moeten. So, zij brengen deze vrienden Jezus. Jezus zal niet zijn, die veel te stijgen. En dan worden ze naar Pilatus gaan, naar de Römische regering en zeggen, dat is Jezus, den fehlt, wird sie te schaffen. Dat is de plan. So, zij zeggen, deze vriend moet je steinigen, en zo weer, en Jezus pakt zich plus en stift op eerd. Sehr interessante Dinge. Aber dann in Vers 10, Johannes 8, Vers 10. Jesus reicht sich ab und sagt zu ihr, Frau, wo sind deine Verklärer? Haft die keiner verdammt? Sie sagt, Herr, nicht einer. Jesus sagt zu ihr, ich verdamme die auch nicht. Go en zin nicht mehr. Weet je wat, Lied? De ganz beste Werte, wat du in dein Leben hören kannst, ist, wenn der Schöpfer von Himmel und Erde, der Gott von Himmel, zu dir sagt, ich verdamme die auch nicht. Diese Mann, Jesus sagte, und weet je wat, die weer van jullie ohne Sinn, das schmied den ersten Stein. Und der Schrift sagt, und sie gingen alle um sich fort. Weet je wo wir? Sie wären alle bei der Frühe was, zum die besiegen. Oh, sure. Let's not kid ourselves. So, dit weer Männer, die hadden krijg zo'n leven als die Früh had, krijg ze eigen recht, bloß sie wollen nu juist in de Folge, und dat weer ganz zu denken. So, hier haben wir een sehr interessante Ding, das bringt die Früh naar Jesus, zum die verdammt, zum die steinigen, und in der steht, dass sie das Recht kriegen, jetzt dieses Früh in Haus, je recht voor dich. Ich verdamme die auch nicht. Go en zin nicht mehr. Ändere dein Leben, aber ich verdamme die auch nicht. So werden wir das mal ein bisschen nach Haus bringen. Ich und du, wir sind Futterkruppen. Der Schrift sagt uns, dass Gott ist der Topmerker, wir sind der Blatt. Und er kann so einen Top von dir merken, sei will. So, du bist eine Futterkruppe. Oder eine Kool-Aid-Kruppe, was immer. Aber du bist eine Kruppe. Das ist voll dumme Dinge. Lass mich mal lesen, voll was wir sind, als Menschen ohne Christus. Na, das handelt sich von Menschen, die vielleicht religiös sind, aber wir haben nicht Jesus. Das ist, wer wir dann sind. Matthäus 15, Vers 19. Wie aus dem Horten kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerie, Stehlen, falsche Zeichnis und gotteslästerliche Reden. Das ist, wer wir sind. Deine Kruk, das ist voll Kool-Aid. Deine Kruk ist voll schweinische Dinge. Oh, wir können Geschmack abstellen, wenn wir nach Kirche fahren, oder wenn wir in unser religiöses System, wir sind ja feine Menschen, und wir sind aufrichtig, wir leben nicht, all diese Dinge, aber wir haben nicht Jesus. Wenn du nicht Jesus hast, das wird du best.
Das ist die Ursache, wo wenn Israel ihre Reinigungszeremonie hat, wenn sie mussten dort mal lernen, dass sie wir anrennen für einen heiligen Gott. Gott ist heilig, wir sind nicht. Und das ist der ganze Punkt. Römer 3, Vers 10. So ist du geschrieben steht, du hast keiner, der gerecht ist, und nicht einer. Dann wird in Römerbrief, das ist ein interessanter Brief, aber Paulus hat gegangen durch Kapitel 1, wo er uns sagt, wo die Welt ist ohne Gott. Kapitel 2, wo der religiöse Mensch ist ohne Gott. Und dann kommt er bei Kapitel 3 und sagt, du hast kein Gerechter. Römer 3, Vers 23, du hast keinen Unterschied, lautet Heid sein, Jüd, lautet ein Spanischer sein, ein Mennonit. Du hast keinen Unterschied, alle Mann haben gesündigt und kommt durch und zu kort, was wir bei Gott sein sollen. Unser Krug ist gewiss. Unser Tempel ist gewiss. Aber dann haben wir noch eine lasterliche Liste in Galater 5, 19. Das heißt, was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Du hast Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, unbandelt Leben, Aufjatterie, Zauberei, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nosig sein, Zank, Spaulerei, Aufgans, Sünden und Freten und so was mehr. Das ist eine treue Liste. Das ist, wer wir sind in uns Fleisch. Das ist, wer wir sind in unser Krug. Das ist, was jeder Mensch ist ohne Gott. Die Geschichte von dem Tempel. Weet je, de schrift sagt, wie sind ein Tempel? 1. Korinther 6, Vers 19. Oder weet je nicht, dass jün Scharp ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in jün wohnt, in den sie von Gott haben, die ihnen jün nicht selbst. Die sind von dir ein Preis gekauft. Du wirst verherrlicht Gott mit jün Scharp. Na hier im Anfang von 1. Korinther haftet zu tun mit Hurerei. Er sagt, je aus Gott seine Kinder. Er redet hier zu Christen, aber der korinthische Kirche dort wie eine Wille-Kirche. So, der korinthische Kirche, er sagt, wo so würde je een Charpa Taub bringen mit einer Hurerin, je hören je Gott. Den Charpa, je hört Gott, den Charpa ist ein Tempel von Heiligen Geist. Wohin watcht die Pornografie? Wohin hast Hurerei? Du hörst je zu Gott. Das ist die Idee hier. Und so, wir sind ein Tempel. Und einmal ist uns Tempel voll diese Dinge. Uns Tempel, uns Gedanken. Wir können nicht vergeben, oder wir haben Bitternis, wir sind dull, whatever das ist. Aber weißt du, wir haben einen Tempel, der ist anrein. Dort fehlt, dass Jesus mit seinen Pittstärke hat und mal rüttrieben hat. In Lukas 3, Vers 8, da redet Jesus zu den Juden, er sagt, es bringt Frucht, die du weißt, dass die Juden abgemerkt haben. Und fangt nicht an, zu Juden selbst zu sein, wir haben Abraham als uns Führer. Wir sagen, Gott kann Abraham uit diese Steine Kinder schaffen. Da weet je, der Punkt hier ist, die Juden sagen zu Jesus, wisst ihr was, wir sind nicht Sünder, wir sind nicht Sklaven, wir sind Abraham seine Nachkommen. Aber wir sind Mennoniten, weißt du, wir sind nicht so die Weltmenschen. I mean, wir haben Reich gelehrt, wir haben Moralität gelehrt, wir haben gelehrt, dass wir sind aufrichtig, nicht lehen, all die Dinge, wir sind nicht so die Weltmenschen. Aber wir sind. Ohne Gott sind wir. Gott braucht euch die zum Menschen. Ihr kommt von steiner Menschen bei meiner Welt. Und so die Juden verleiten sich auf ein religiöses System und Jesus sagt, das schafft nicht. Und dann kommen wir noch die Früh. Sei wie eine eierreichte Früh. Sei wie eine Hurerin. Aber nehmt mal diese ganze Liste von Dingen, was ich Ihnen gesagt habe. Alle Aufjatterie, alle Hurerei, alle Anbandigkeit, alle Beise, Last, all diese Sankerien, Orien, Anvergebung, rein alles. Nehmt mal den ganzen Krug. Und dann werden wir mal mit dort alle taub nach Römer Kapitel 5 gehen. Dan weet je, in Römerbrief Jesus hat gewesen, dass die Welt ist ungesehen, der religiöse Mensch hat es ungesehen, du hast keine was gerecht ist. Und dann kommt noch Kapitel 4, wo er redet von Abraham sein Glauben, wie sollen Glauben haben. Und dann kommen wir noch Kapitel 5. Und dann sagt er das. Weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Weißt du, was hier passiert ist? Wut zu Wien. In dieser Tempel gereinigt, eure Gerechtigkeit zur Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus. Weißt du, wer du bist als ein Kind Gottes? Du bist Römer Kapitel 4, Vers 1.
Deine Kruk ist reingemacht. Dein Tempel ist gereinigt. Jesus seine Pitch ist da durchgegangen. Deine Gerechtigkeit ist eine Hörerin für den heiligen Gott, der hat die gerecht erklärt. Der hat gesagt, ich verdamme die auch nicht. Dort ist Römer 5, Vers 1. Wir sind durch den Glauben gerecht geworden. Aber du wirst da niemals hinkommen, wenn du nicht erst ansetzt, dass deine Kruk ist grießt, dein Tempel ist grießt und du bist eine gerechte Person. Da mal wir erst mal annehmen. Wenn wir uns ganz religiös mit einem Nietentum zusammenflammen, und wenn wir mal sagen, wir sind sinnliche Weltmenschen voll von allen und bösen Dingen. Aber wir sind nach Jesus gekommen. Er hat uns Kühlheit zu Wien gemacht. Er hat uns Tempel gereinigt. Er hat unsere Gerechtigkeit wahrgenommen und uns Gerechtigkeit gegeben. Hör ich mal nach das. 2. Korinther 4, Vers 17. Du wen, weißt du wo wen? Wenn Jesus aus dem Kreuz gegangen, er wird berufen, er stand ab. Durch den Glauben an dort, hat er die nicht gerecht gemerkt. Wenn wenn wir in Christus, oder wenn wir in Christus ist, dann ist er nie ein Mensch. Dort wird er vorher wie es nicht mehr. Er ist nur was nie geworden. Dort wohnt er wie nu Wien. Der griese Tempel, der wir nu rein. Der eingereichte früh in ein Haus, gerecht für dich. Weißt du wo wen? Wenn du bei Jesus warst. Ich will uns das an Hort legen. Ich weiß nicht, was in deiner Kruk alles ist. Ich weiß nicht, was in deinem Tempel von der noch hüst. Vielleicht ist das so, dass du hast noch niemals Jesus angenommen. Wenn du nicht hast, dann ist von der Zeit, dass du an Jesus glaubst. Oder vielleicht ist es so, dass du bist ein Kind Gottes, aber du hast erlaubt, diese Dinge anzukommen. Vielleicht ist das something, du hast noch in dir Schaft in dir, was die Anbetung für Gott zu sich trifft. Gott ist eine Nebensache geworden, wenn mir ist das wichtig, was immer das ist. Ich weiß nicht, was in uns dreht, aber uns Menschen, die finden wel nicht später oder nicht live aus, dass er uns als Gott seine Kinder irgendwo handrehen kann, was wegdreht von Gott. Das ist sein Ziel. Das ist ein Hammer gewesen, was immer sind. Und so die Frau für mich und die Frau für dich ist, sie ich wie Jesus gewesen. Wo ist meine Kruk? Wo ist mein Tempel? Und Gott gibt uns Buße. Wenn aber einmal was ist in uns, was nicht erreicht hast, dann meine ich, dass wir dadurch verloren gehen, das meint, das fehlt da raus. Wegen Anbetung für Gott habe ich zu sie gesagt. Anbetung zu Gott ist nicht mehr wichtig. Da wir Gott kennen, da wir ihn persönlich kennen, da wir Frint sind mit Jesus, dass wir sein Basta Frint sind, das ist Nebensache. Jesus will uns Wien, uns Wutter, uns Kühle zu Wien merken. Er will uns Tempel reinmerken. Er will unsere Gerechtigkeit zur Gerechtigkeit merken. 2. Korinther 5, 21. Gott mögt den, der von keinem Sinn weiß. Das ist eine rein ganze Liste von Dingen. Was in unserer Kruk ist, was in unserem Tempel ist, unsere Gerechtigkeit, der rein ganze Liste. Der wird Jesus gegeben, hat nicht ein Ding von das getan, er will nicht einschuldig. Aber am Wort gegeben, der er nimmt das. Gott mögt den, der von keinem Sinn weiß, in unserer Stadt zu sein. So da mal die rein ganz äußerste Sinne, was du uns begonnen hast in deinem Leben, Dinge vielleicht, was du wünschst, was niemals Mensch antwortet, aber der rein ganze Kruk, mal bei uns reingerufen und sagen, das hat Jesus Allah, dann kriegt sie direkt Allah. Gott gibt ihm dort. Und dann sagt er das, so Gott mögt den, der von keinem Sinn weiß, in unserer Stadt zu sein, dass wir durch für Gott gerecht werden, sodass das für jährlich ist. Ich kann immer weiter sagen, für Gott brauchst du eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Nicht für mich, nicht für unsere Kirche, nicht für die Kolonien, aber für Gott. Aber er sagt hier, Jesus hat deine Kruk genommen, er hat deinen Tempel genommen, er hat deine Hurerie, deine Unreinigkeit genommen, er hat das rein alle genommen, er ist mit an den Krieg gegangen, hat das betont und nu durch den Glauben an ihm, nu gibt er deine Gerechtigkeit. Weißt du was von? Das ist für Gott jährlich.
Diese früh stund bei sie Jesus. Und Jesus sagt, ich verdamme die auch nicht. Der ganz Beste wäre, was wir jemals hier in uns leben, das ist, wenn wir wollen, zum Himmel kommen sozusagen, wir wollen vor Gott kommen. Das fällt eine Frau bei uns. Was passiert mit mir, wenn ich vor Gott komme? Weißt du, was da passiert? Ich verdamme die auch nicht. Das ist der beste Nachricht, was wir kriegen können. Die checken mir alles an, als wenn ich Kühle getrunken. Aber wisst ihr, das ist der beste Nachricht, was ich in jemals geben kann. Die eine rein ganze Eierreichtigkeit hat Jesus genommen und hat die reich gemacht, wenn du in Christus bist. Und ich habe sein, wir sind bereit, am zu begehen, alle Zeit. Amen. Amen. Wer wir uns freuen. Wir können rauskommen in eine Riesenkrug, in einen anderen Tempel, in ein eierreichtiges Leben. Und wir können durch Jesus gehen. Und er verdammt uns nicht. Wir haben noch zu beten. Und himmlischer Vater, Dankeschön für das Evangelium. Dankeschön, dass du Wutter zu Wien merkst. Du merkst Tempels rein, du merkst eierreichte Menschen gereich. Herr, wenn du wo bist, dann ist Gerechtigkeit da. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir alle das Kleid stehen ans Leben und wir würden wirklich von Horten an die glauben. Und dass wir heute sind, die zu begehen, tolle Zeit. Dankeschön für die Erlösung. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön für kommen. Ans Prayer Team ist hier. Wenn ihr einen Tag wollen tun, da wir da sind, die Dosen, können ihr jedem, was Gott ihnen am Hart gelegt hat, hat ein gutes Ende. Hola. ¿Cómo está? Ik blijf onder het bloot van Jezus, waar mij met renzen snij. Ik blijf onder de kracht van zijn woord, door merkt je breekt naar heil. Ik blijf door de vloek van zin, dat je breken, als de stein wordt weggerold. Ik blijf, oh ik blijf. Je beëert niet voor die hart. Ik stoel op met zoveel vertrouwen. Ik word in een schijnheid zijn. In die stad waar ik me vind. In zo'n waar ik kan gaan. In zo'n van waar ik kom. Ik word in een schijnheid zijn. In die stad waar ik me vind. Ik loop door heen, warm vallen, van wie vallen op onze knieën. Ik loop door bloemen, warm groenen, in de blinken warm zijn. Ik loop door de poorten van Halschaden, van de joy komt van te zien. Ik loop, oh ik loop. Je beëert niet voor die hart. Ik stoel op met zoveel vertrouwen. Ik word in een schijnheid zijn. In de stad waar ik me vind. In zo'n waar ik kan gaan. In zo'n van waar ik kom. Ik word in een schijnheid zijn. In de stad waar ik me vind. Sing nu til det dagdag, sing nu til det ses, til alle generationer. Tjek vårt hav, det har je doen, sving sur og disple, tot lægst je kom. Sing nu til det falker, tjek vårt hav, det har je doen, sing nu til det dagdag. Sing nu til det ses, til alle generationer. Tjek vårt hav, det har je doen, sing til det disple.
Ik sta op met vertrouwen. Ik wil dine schoonheid zijn in de stad